Leute hier am kijken am YouTube-kanaal. Wie vrij ons dat u aangeschaltet hast van dat Programm Tep Zingen. Mijn naam is Michael. Wir kommen uit de kolonie Nederland. En we willen vriend einfach aanladen met te maken, met te zingen. Ons God van ons niet te beginnen. Hij heeft wat groots uit het ver. We willen van ons ook een paar vragen nog herstellen. En ons über ons gedanken ook uittuschen. En we laden ihn einfach aan met te maken. Wo immer je dat nog herkijken. En als je niet staat in je woonzimmer. Als je biedt in Algerboom. Gott hat vergrätet für ihn fern, wir laden ihn einfach an, unseren großen Gott anzubeten. Die Dunkelheit, die dacht nu ab, met Vorhaben von dir nicht nur. Wir können nicht dann, dort nicht annehmen, wann dein Herz für mich brennt. Alles schien verloren zu gehen. Ein leeft ohne Sinn an mein Leben. Doch deine Läufe, die holt mich dreh. Oh, oh. Meine Zukunft, je weg die Hand, selbst du hast verlangt Leben. Eine Ruhe steht auf der Erde hier, ganz allein an die See ein Fried. Leb weg nu. Oh la la, oh la la. Applaus, der wie Gott je beheimacht ans Frei. Vielmal danken, Jesus, dass du ans Frei merkst und dort wieder für nur Steine brücken. Wir wollen einfach nur die kicken. Immer waren unsere Augen auf die Rechte.
kijk naar Jesus. Für seinen Schneid sich werden sie. Sündhaft gegen mich verloren. Alles Wort als sei es leun. Wann kijk naar Jesus. Für mein Hart springt, für meine Säule singt. Ich weiß woher dein Halt nu kennt. Jesus sagt mir, Jesus rat mir. Halleluja, ich hab Gesicht. Am Grund verstiert. Wo kann uns noch gehen stehen? Kiek wie noch Jesus. Für mein Hart springt, für meine Säule singt. Ich weiß woher dein Halt nu kennt. Jesus sagt mir, Jesus rat mir. Halleluja, ich hab Gesicht. Für mein Hart springt, für meine Säule singt. Ich weiß woher dein Halt nu kennt. Jesus sagt mir, Jesus rat mir. Halleluja, ich hab Gesicht. Ich kenn meine Augen ab die wie Donze ab, dort will mehr. Ich kenn meine Augen ab die, willst du allein, merkst deinen Weich. Ich kenn meine Augen ab die, wie Donze ab, dort will mehr. Ich kenn meine Augen ab die, willst du allein, merkst deinen Weich. Für mein Hart springt, für meine Säule singt. Ich weiß woher dein Halt nu kennt. Jesus sagt mir, Jesus rat mir. Halleluja, ich hab Gesicht. Für mein Hart springt, für meine Säule singt. Ich weiß woher dein Halt nu kennt. Jesus sagt mir, Jesus rat mir. Halleluja, ich hab Gesicht. Jesus hab Gesicht und dort der wie von der Vieren. Wie der war uns einfach an sich auch am Armrechte. Und wann noch starm am uns Raum her. Es, der wie uns auch ab die Hölle, Jesus. Und dort ist so dankbar sei wie die dafür, Jesus. Fan, dat du van der best. Ik vraag me zoveel gezegd dat er zijn, Kenia, een gratere Kenia. Hast du die mal so gesperrt, dat die rein können will? Oder waren die echt so best, dat die Menschen stellen von die vertalen und vielleicht ein Bauer am die merken, wiedergehen? Oder waren die echt so best, dat die dann alle sagen, dat die weit fortkommen? Du weißt nicht, aber da liegt. Und so eine Geschichte relativ von der vertalen. Nämlich von einem nahen Mann in der Bibel. Bestimmt weißt du, wen ich meine. Nämlich dem Zachäus. Jesus, der kommt auf dem Weg nach Jericho. Und Jerusalem vorher hat er das Gespräch gehabt mit dem reichen Jüngling, wo der dann ganz traurig war, wenn Jesus einfach dann sagt, vertreib alles, was du hast, und fall mir nur. Und ich weiß, als er dann nach Jericho kommt,
Dan hier weiß, als das einmal Bettler, das Blenjaman, und hij maakt ook dem gezond. Dan komt ein Jericho an, und der Zachäus, der arbeitet nämlich für den Römer. Der Römer damals, dort wäre Feind von den Israeliten, Feind von den Juden. Und wo einmal wer für den Römer arbeitet, dem gleichte der Pharisäer auch die Juden rennen. Die wollen so weit wie möglich von dem bleiben. Bitte dem, wie der Zachäus ein Mensch, was beim Zahl sagt, und der dort für viel mehr Geld nehmen aus der Dorf. Also wenn der was verkaufen will, muss der bei Amisch mal vorbei. Der Römer hat nämlich gesagt, sind sie verlässt du uns, was du der Ewa erst das dient. Und heute werden Taschen all wahrscheinlich ganz recht geworden, und da werden gleich die Menschen dem nicht. Aber heute denkt sich so, dass Jesus, halt so viel Geld von dem Jid, das tut nicht weit immer, wo seine kennen. Ich stelle mich mit so viel, als Strom gekleidet was, die das fertig angehört, wie nicht ich wäre, wie einer von den Fährsten von den Zöllner. Und dann hier da, weil Jesus der Gas anlegen geht, mit eine ganz große Menschenmenge, wie man heute die Pharisäer und die Schriftgelehrten gegen Jesus allweil heran. Denn wir können weit zu weit. Der wollte nämlich heute, wenn neuer, was ist Jesus einen kleinen Fehler begonnen, um das wieder im Verklären zu können. Derjenige, der aus kleine Händchen allweil immer macht. So wäre es so ja true nur Fall, ja, aber sie sagte nicht das Gerde. Und wenn Zachäus nicht beläuft wird, dann probiert er bei den Menschen verbieten kommen, aber das Hauptjahr nicht. Da wird erstens mal alles in den Fin. Und dann wir mal nach der Bengel, dann evaluiert er was weiter. Dann fallen wir dort, da Gas, was Jesus verleihen kommen, und du hast ihn gerade beim. Und der merkt sich ab dem Weg heranlässt, ich stelle mich mit so Pferdehaft nach ihr mal an, ich hätte, was du eigentlich, wenn ich mich hier mit an und ich hätte, weg hier an. Ganz einige, was kommt dir bei dem Baum. Meide, nun schwören ab dem Baum ab, und was wird nicht geben? Ich sage, Jesus kommt damit, der ganze Gruppe. Ich merke sich so deutlich dort und dort, was Jesus sagt, wenn es wieder noch niemals vorher begegnet. Dann denkt er sich so, naja, hoffentlich hätte Jesus bloß schon vorbei und sieht mich hier nicht mal. Heute will bloß einmal Jesus sein, dort wie alles, was er will. Mehr will er nicht von dem. Und dann kommt die ganze Menschenmenge, was unter dem Baum, Jesus, ich stelle mir so in den Puls, dem Zachäus, der was Geld geschlagen hat, kickt Jesus so ab und sagt, Zachäus, komm rauf. Von der, kreit von der, weil ich nicht komme. Ich will bei dir erst sein. Naja, aber das hat ich heute nicht gerechnet. Und am hat dort nicht mehr Verstecker spielen. Hij rauf vom Baum und weiß Jesus, wo sein Haus wird. Und währenddessen war du bei den Menschen ziemlich verteilt. Besonders bei den Pharisäern war was war das nicht geben. Jesus, der hat mit diesem Zachäus nennen und hat einen Fast. Die vierte durch spazieren verschiedenste, was die alle verteilt haben, sagt die Bibel uns nicht. Und auf einmal steht Zachäus während dem Abend sagt, Jesus, ich will mal von der Hälfte von das, was ich habe, die Arme geben. Und danach, 3 Jahren, wo ich viel bestohlen habe, der wollte das feierfach geben. Wow. Das ist Zachäus, der hat durch das Gespräch mit Jesus seine Erkenntnis gekriegt, all das Geld, alles halb mir nicht im Himmel kommen. Ich kann noch so recht sein, wenn ich nicht Jesus an mein Hart gehabt, dann, wo ich verloren gewonnen. Anders als der Richter jüngling in dem 4. Kapitel von Lukas 18. Und der Pharisäer, der wollte sich meist nicht benehmen, der Kirche war verwut. Aber Jesus sagt, kreit dort, sie hat gekommen, der Verlorene zu sehen. Und das war mir wieder sehr wichtig. Auch wenn du verstaat warst, wenn ich verstaat war, wenn ich vielleicht nicht exversiv, ich soll nicht an mein Schicksal sozusagen umkommen. Ich soll nicht an Selbstmitleid verfallen und nicht das Ramjammern, sondern ich kann
zo seid zien Jesus komen. En die wil mij veranderen. En die wordt mij veranderen. Wanneer hij draait sie doet. Ik mag met die beden. Dankeschön, Jesus, für das wunderbare Verreich, dass wir von dir darüber verändert wurden. Danke, Jesus, dass du immer bei uns bist. Danke für die Geschichte von Zachäus, wo wir so manches von Lehren kennen. Wenn wir mit dem Schritt, was wir haben, nur die kommen, du was alles haben, wenn du sagst, wir alle sogar alles haben, die Napschmiede, nicht langsam aufleihen, sondern das Handschmiede. Du weißt alles, du veränderst uns. Danke dafür. Ich bitte auch, musst du jeder einem Tag hier sehen und für uns zum Sehen sein. In die Namen Jesus. Amen. Wer du bist, wo du denkst, du läufst, laat mich bestaunen, Herr. Du kämpfst, du fürst, wo du willst, es ist immer wunderbar. Du bist gut, du bist treu, ob din Wort verlot wie uns allein. En dein Leid bist du dicht, du lässt uns nicht los mit deiner Hand. Größer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Allmacht, verdienigte ihr sich an, in bewundert all deine Werke. Du bist gut, du bist treu, ob din Wort verlot wie uns allein. En dein Leid bist du dicht, du lässt uns nicht los aus deiner Hand. Sing mit uns, größer Gott, wir loben dich. Größer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Allmacht, verdienigte ihr sich an, in bewundert all deine Werke. Größer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Allmacht, verdienigte ihr sich an, in bewundert all deine Werke. Du wirst für alle Tid, bleibst du, batten ewighet, du wirst für alle Tid, bleibst du, batten ewighet, du wirst für alle Tid. Bleibst du, batten ewighet, du wirst für alle Tid.
grote Gott, vandaar loof ik die. Alles maakt zich voor die wens du bist der König auf dem Thron. Wir wollen die verherrlichen, Jesus. Wir beten einfach, mag die unsere Harte op für die nächsten paar Minuten, Jesus. Wir wollen die begegnen. Ich bete auch, dass du musst unsere Harte einfach wegmachen. Für die Worte, was du uns nie auf dem Hart leihst, Jesus. Wens, wir brauchen die, Herr. Ohne die sind wir nichts und wir wollen uns von dir leiden lassen. Danke, dass du hier bist. Amen. Eigentlich had we breed willen van alle boven blijven, want dit is allemaal Michael redt, dan lernt sich dat herabstellen, aber als Geld, so erscheint eine Zeit einfach zu haben, unseren Gott zu begegnen durch Musik. Und vielleicht weet nein, kreeg ik een audio van David en vroeg als hij niet een paar minuten wat zei wil. En eerst mal ging je een paar dankes naar wat zou ik nu zeggen. Aber mir ist eine Frage, über längere Zeit al immer war an Kopf gekommen. Das ist eine sehr besondere Zeit, was wir nu länger durchgehen. Und die Frage, die ich mir immer stelle, was ist im Moment noch von Wichtigkeit? Was ist nu noch wichtig? Wieso diese Frage? Ich glaube, jeder darf in dieser besonderen Zeit viel lernen. Viel sein, viel hat sich geändert. So, was kommen für Dankes von da, wenn du an diese Frage denkst? Was ist im Moment noch von Wichtigkeit? Wir leben in einer Welt von da, wo wir nicht weiter, was morgen passiert. Wo Folgen ein sehr großes Durcheinander herrscht. Wo wir das in den ganzen Medien immer war, für dies da und wie viel Krieg und Hungersnot ist. Wir leben in einer Welt, wo lauwarmet Christen normal ist. So, was teilt dann überhaupt noch? Vielleicht hat sich das diese Zeit geändert, das heißt, du hast eins zum Vorschein gekommen, eins deit sich ab, was vielleicht nicht verstanden wird, oder was eins vielleicht Trethölle wollen. Ich glaube, diese Zeit ist besonders. Und wie der uns diese Frage einmal stellen, was ist noch von Wichtigkeit? Wir sind zwei Sachen, was ich Ihnen von da mitgeben will, was mir durch diese ganze Zeit einmal am Hart gelehrt hat. Und mit diesen Punkten rede ich folgend mit Jugendlichen diskutieren, wie kann das nun in uns Leben da sein? Der erste Punkt, was mir einmal frug, was sagt die Bibel, soll wie dönen? Was sagt die Bibel, was soll wie von dort nach dönen? Ich hatte durch den Vers, fange ich ab einmal, ich weiß nicht, wie ich auf diesen Teil gekommen bin, aber ganz am Ende von 2. Korinther forderte Paulus nochmal, ernst wird, sagt er nochmal, bevor er diesen ganzen 2. Korinther aufschlägt. 2. Korinther 13, Vers 4 sagt es, und ihr seht, jünt selbst auf die in Glaube stehen. Prüft dort selbst aus. Wollt ihr dort nicht selbst, dass Jesus Christus ein Jünd ist? Will zwar nicht, dann habt ihr versagt. Laut Paulus, das ist 2. Korinther, sehen wir eins, und dort ist uns immer selbst prüfen. Selbst und ja sicher, wer wir sind und als wir uns von der Welt aus bezahlen können. Ich lese hier und bestimmt kein einziger der jungen Generation kann ich feststellen, einzig vielleicht ein Theologe in den USA, Paul Washer, nannt sich der hat mal eine Predigt geschrieben oder geredet, ich habe gelesen. Die Predigt nannt sich die schockierende Nachricht. Er predigt für 5000 Jugendliche ungefähr. So, ich will einen kurzen Ausschnitt, war mir wichtig. Nicht nur wichtig, sondern ich bleibe da stehen und mich schockiert das selbst sein, was heute die Jugendlichen sehen.
Heute wollt ihr endlich, was passieren wird, wenn jene abstoßen würde und losgehen würde und an der Haus der Klappe? Was läuft ihr wird passieren? Mindestens 90% ungefähr der Menschen würden sich für Gläubige halten. Und von den 90% mindestens der Hälfte würde die Türkei gehen. Und von da war daran der Hälfte, was die Türkei ging, als Heilung entdehnt. Also Jesus fordert uns, in der immer war in der Bibel ab, heilig zu leben, also wie sie als absondern von der Böse von der Welt. Also Heilung ist den entdehnt. Gott zu deinen, dort ist den entdehnt. Aufgesondert zu leben von der Welt, ist den entdehnt. Ob das Evangelium nu in eine ganze Welt, in alle Nationen gepredigt wird, ist den entdehnt. Aber Gott sei Dank, er hat sie geraten. Wer sagt, dass du geraten bist? Was kann die von dir sein, was du geraten ist? Vielleicht wenn es die Gemeinde der Leiter dort sehen. Wenn es der Evangelist, wo du mal damals auf einer Evangelisation gewesen bist, und als du nach Fähre kommst, und er sagt, ja, du möchtest das Gebet bist du nicht geraten. Oder wenn du auf den Taufkurs gegangen bist, und ich war gut besser, und ja, ich weiß nicht, wer jede Gemeinde dort tut. Und wenn sich nicht im Register von der Gemeinde bleibt, das wenn sich geraten. Wie sieht das aus bei uns? Ist mein Glaube wirklich echt? Oder kennen wir uns vielleicht einzig von dieser was die Gemeinde ging, wo so viele Sachen drin sind, vielleicht mitteilen. Als ich dort los mich schockiert sei, und musste darüber nachdenken, wie sieht das bei mir aus? Weil ich mich selbst prüfe, und was kann ich dort mehr, dass ich wirklich geraten bin? Was von Wichtigkeit ist, wie der wir uns in Jesus Christus einfach annehmen, wie der wir am Glauben, das ist alles, was Gott von uns verlangt. Wie sehr wir uns glauben und das Geschenk annehmen, was er am Kreuz für uns vollbracht hat, das komplette Opfer, was er für uns gebracht hat. Dass der wir einfach so kostenlos annehmen. Die Sünde, die sind für alle Mal weiche waschen. Und du darfst nicht in Wort Gottes kommen. Das ist die Beste. Das ist die Beste. Und er ist nicht nur den geretter Gott, oder ein allmächtiger Schöpfer, er ist dein persönlicher Vater. Und wenn du von dort nimmt er all deine Schmerzen, deine Lebenszeit, den Graal, deine Wort, was du gestaucht hast, über viele Tide. Und er will für die Sorge, er will die Schutz anbieten. So viele Leute sich bekehren und gehen den ersten Schritt im Glauben. Und sind sich trotzdem immer noch unsicher, ob sie wirklich geraten sind. Als du die Entscheidung triffst, Jesus nur zu folgen, hast du dir wirklich von ganzem Herzen getroffen? Oder vielleicht bloß, wenn sie eine andere dort sagen wollen, sagen, die Jungen, du bist all 18, 19 ungefähr, was stimmt bei dir nicht? Oder vielleicht einfach die Tradition her, wo dort Volken sagt, das kommt auf deine Äußerlichkeit an. Mir ist wichtig, einfach zu verstehen, dass jeder, wenn er eine Entscheidung trifft, dass er ehrlich mit sich selbst sein kann und sich nicht kann sagen, ich habe von ganzem Herzen getroffen. Man sagt Volken, das Wichtigste, ob ihr hier ist, Jesus zu kennen. Was ist, wenn wir diese Frage nicht mal anders formulieren würden? Kennt Jesus die? Kennt Jesus die von da? Offenbarung ist ja immer so ein sehr schönes Buch. In Offenbarung 3, Vers 15 sagt Jesus, soll klar werden. Ich weiß am deine Worte, und dass du nicht kalt, auch nicht heiß bist. Ich würde mir wünschen, dass du kalt oder heiß wirst.
und weil sie warm bist, und ich kalt ihre Haut, wo ich die meine Müll ausspiele. Als ich dazu lese, ich habe noch nicht wirklich eine Antwort, was ich darüber meint, nicht ausspiele, aber mir hinter am der Aussage, das fair. Jesus fordert ganz klar, entweder ein oder das andere. Wenn du das Waschen besser hast, sowieso all gegen Jesus entschieden. Dann hast du die all gegen Jesus entschieden. Das ist von Wichtigkeit, dass wir ein oder das andere. Entweder ganz oder überhaupt gar nicht. So wie der, wie Jesus von uns als Vorbild nehmen. Einmal war ab Jesus Kirche und von uns verändern Leute. Tagtäglich. An unsere Früchte, was wir ausleben. Ich glaube, daran wird man an so erster Stelle sein, ob wir Jesus wirklich ganz angenommen haben oder nicht. Wenn du lebst, wenn du handelst, wenn du reagierst. An Leib, Selbstbeherrschung, Freundlichkeit. So, wenn ich nicht alleine in meiner Stuhl sitze oder im Wohnzimmer, dann kann ich wahrscheinlich sehr geduldig sein oder sehr freundlich sogar. So, wer ist es dann, wenn du in der Gesellschaft bist? Wenn du in deiner Freundesgruppe bist? In der Mann bist? Wie sieht es dann aus? Wenn wir uns in der Gesellschaft verheilen und in unserer Freundesgruppe, ich glaube, offenbart wirklich, wie sehr die Frucht von Jesus und uns geriebt hat. Wenn wir können folgen sehr viel anders sein, wenn wir nicht kalt sind, dann Dämkis drehen. Und sagen wir die Gerritjes, wenn wir überall Fuß in Haus fahren und dann mit unseren Freunden anziehen und krass fahren in so eine schöne Sache oder FIFA-Spieler, wie das wird. Ich glaube, an der Reaktion, wenn wir mit anderen Menschen tätig sind, wird man dort erkennen. Und wir sind 3 wieder, sagt der was wichtig ist, weil wir dort nicht praktizieren können, weil wir dort nicht anüben können. Einmal war da die Frucht des Geistes und uns riepen zu lassen. Erstens mal, glaube ich, es bereue, jeder Tag, je. Der Genodre, jeden Tag nie kommt einmal verschiedene Male, sagt er im Psalm. Zweitens, erbeten. Wie der wir uns einmal war da am Halbbeten dort. Gott uns diese Frucht in uns riepen möge. Und erneuern Leute einfach jeden Tag nie. Einmal war er von frisch anfangen uns erneuern Leute. So radikale Christen, wir haben einen Entschluss nicht zu diesem Punkt, sind nicht die, die auf Konzerte rumspringen, oder T-Shirts tragen, oder Mütze tragen, was ich ein Schrittbuch habe, oder was auch immer, was von uns nach der Buch steht. Ich glaube, das sind die, die Jesus angenommen haben. Die das verstanden haben, in Jesus zu leben. Die das begriffen haben. Ganz am Hand haben. Zu 100%. Vielleicht nicht wie andere sind aus der Welt, dort von uns nach beide das. Vielleicht ein Leben führen, gleich zu Jesus. Zweiter Punkt, was mir sehr wichtig war, und einmal war beobachtet ich, dass die junge Generation, hauptsächlich, wenn sie mit denen sich das meiste zu tun haben, wenn wir nun begriffen haben, dass Jesus zu leben und ans ganze Leben am Hang gegeben haben, sind wir dann bereit, dort auszuführen, was er für uns für sein hat? Ich fand ein Zitat dafür, dass jeder Tod ohne Christus als ein Missionsfleck. Jeder Tod mit Christus als ein Missionar. Was ist ein Missionar? Was ist ein Missionar? Wir haben gleich ein falsches Bild von Missionar. Wir glauben, die Missionare sind die, die in Afrika fliehen und Missionseinsätze machen, oder die in Indien oder sonst für Länder. Oder die, die rübergegangen sind, sagen wir nicht mal, am Tipp der Foto. Ich glaube, wir sind abgefordert, jeder ein Missionar zu sein. In Matthäus 25, 14 und wieder lesen wir das Gleichnis, was Jesus uns sagt, wo ein Mensch, ein reicher Mann, verreisen will und heiratet seine 3 Knechte und er gibt jedem eine Stange Geld, oder Geld, oder wird das nu auch immer durch verschiedene Übersetzungen gesagt. Ein gibt 5 Sack Geld, dem anderen 2, dem letzten einen.
Wat doen deze drie met dat wat zij nu krijgen? De eerste het les, hij verdoppelt dat voets. Hij maakt zich aan de arbeid en verdoppelt dat voets. De tweede krijgt ze, die het les, hij verdoppelt zijn twee. En de derde, wat deed de derde? De derde, die pakt uit zijn zak, oh ja, de eerste aan en hij wordt het eerst maar een beetje ruwen laten. Zoals hij de man dan in huis komt, dan ruikt hij zijn knaasje te hebben, vraagt, wat hij met mijn geldje doen. De eerste komt voor en zegt, ik heb mijn 5. Zegt, geld voets verdoppeld. Zeg hij, geldje maakt mijn 3 diener. Zegt hij, 3 diener. De tweede komt aan en presenteert hem de klikken. Hij heeft zijn 2 verdoppeld. Du hast het zijn geldje maakt mijn 3 diener, zegt hij. Komt de derde. Wat hast du met die geld nu gedaan? Ach, ik had het einfach verbuddeld en had het nu vergroofd. Wieso vergrooft hij dat? Hij zei dan, de rijke man zei dan te hem, neem die geld en breng dat dem eerste wat zijn 5 zijn geld verdoppeld had. Wat doen we met dat wat God ons geeft? Met de goede wat hij in ons hineinlegt. Zijn we een van de eerste 2 en zeggen, ik wil alles door verdoen, ik wil de verdoppelen Gottes Rijk buien. En dan zie ik einer van de laatste en verpult je dat. Oder steigt dat weg en zegt, ik krijg dat einfach niet opereren, ik wil met dat ene wat ik krijg, niets aanvangen. Zeg, met wat vangen we nu met onze goden aan? Ik laat dat ze misschien zijn, met dat wat God ons uitgerest heeft, met dat wat hij ons neergelegd heeft, met dat te arbeiden, wo we goed zijn, wo God ons handhaben wil. Ik geloof jeder, der wat deel zijn gemeente is, heeft den Auftrag, in zijn persoonlijke omveld Menschen naar Jezus zijn hart te führen. Oder zumindest die eerste zo te zijn. Wat heet het nu voor een AKB? Wat heet het nu voor een contador? Wat heet het nu voor een soundingenieur? Wat heet het nu voor een schiller? Wat heet het voor dem nu persoonlijk missionair te zijn? Oder de eerste zo te zijn. Dat wat God ons hineingelaten heeft, der wie ons vervielfältigen laten in ons binnen en damit zijn Recht buien. So für jeden kann missionar sein, von uns nach ganz unterschiedlich aus, wenn ihr am Acker vielleicht ist, aus einer Officina, oder einer Kooperative so arbeitet, oder Hausfrau ist. Das ist für jeden ganz unterschiedlich. Da wird dort, was Gott von uns verlangt hat. In Römer 10, 14 sagt es ganz klar, und dem habe ich nicht alle einmal gehört. Fordert Gott uns auf, wir sollen die Menschen zu Gott rüpen, wenn sie nicht an ihm glauben. Und wir sollen sie an ihm glauben, wenn sie noch niemals Wort von ihm gehört haben. Gott wünscht sich, dass du ein Botschafter bist. Oder noch besser sagt, ein Menschenfäscher. Er sagt, das Aufgabe wird nicht immer leicht sein. Das wird herausfordernd sein, das wird folgen angenehm sein. Angenehm in dem Sinne von, wurde vielleicht dämlich angegrenzt, wurde vielleicht nicht mal zu meiner Freundesgruppe eingeladen oder zum Gamen am Weg nehmen oder was auch immer. Denken wir an unsere Familie, an unsere Freunde und an unsere Nachbarn. Riskieren wir dort von dort, täte seine Wisse für eine Ewigkeit verloren gehen wurde. Riskieren wir dort von der wirklich noch. Mensen, wat voor een wereld leven we vandaag nog? Jeder Moment kann Jesus kommen. Sei wir bereit dafür. Und hier steht, der wir nicht fehlte, was ist nu wichtig für diesen Auftrag? Erstens, Gebet. Gebet ist das erste, womit man anfangen soll. Folgen sei wie so waren wir nu ein von Jesus vertalen Welle oder unseren Freunden ein bisschen begeistert Welle von der guten Botschaft. Was der wir folgen? Wie gehen wir los? Wie vertalen am Fuß wird es lang geht? Und sei wird es wird richtig sein. Was wird sein, wenn wir es anders haben? Was ist, wenn wir erst mit unserem Vater Gott, über die Person reden würde, und dann noch die Person gehen und über
Ans dem Vater Gott reden, ans vorbereiten lassen, für am Beten. Dat Gott anfangen kann, am te werken, dat hart ruimte maken für das Gespräch. Folgen wel wird eine Kraft einfach losgehen und weiter, als wenn man Menschen die Jesus in Hart führen hat. Folgen gleich wie weit wie dort. Ich glaube, folgen ist es erst wichtig, mit unserem Vater Gott über die Person zu reden und dann mit der Person über unseren Vater Gott. Zweitens ist es wichtig, nicht immer durch am Wort wie sei oder wie professionelle Sätze oder Formulierungen wie manche kennen, wie Geld sich dort anhört, so erfolgen, was ans Leben die wichtigste Botschaft reden. Ans Leben. Viele, sehr viele, worden op je leven tjetje. Die wordt met je zonen wel, ja, dat is een Christ verhält sich denn im Alltag. Und die Personen, die an seine wurde sie Jesus du wahre kennen? Wurde sie Jesus in Handel du wahre kennen? In Philippa 1,27 sagt es, Ziet bloß donner, dat geen wandel met Christus in Evangelium stemmt. Geen wandel met dat Evangelium stemmt. Of ik dan aankom oder weich blieb. Ik wil van jullie heren dat je hem juist gleich gesonnen sind und dat je met ons taub für den Glauben von Evangelium kämpfen dürfen. So Paulus wird es wichtig. Als hij niet doet wie er nicht. Hij wil hier dat zij alle dat Evangelium nur aanduiden en dat studieren duiden en Jesus ähnlicher worden. So, ich will langsam zum Einkommen, mir ist wichtig zu verstehen, dass wie das Evangelium die Botschaft von Gott ehren mag. In dem Sinne von, dass uns Leben kreuz so viel Gewicht trägt als das Evangelium. So, wir dürfen nicht einmal das Evangelium zu einem leichten Lebensstil, leichten Lebenswandel am verwandeln. Wir dürfen nicht das Evangelium einmal zu einem leichten Lebenswandel anwandeln. Wir glauben, nein, Tagen 90% das reicht alles da. So, wenn wir viel nachlässig waren, der wir nicht erwartet, dass unser Wert war, Gewicht tragen, wenn wir einen anderen von Jesus vertellen. Und der wir nicht erwartet, dass das wird, was Gewicht tragen wird in unserem Müll kommt. Unser Zeugnis, dort, was wir leben, dort ist wichtig, dort ist von Bedeutung für viele. Viele waren auf die Kirche. Erkennen sie Jesus war. Und ich will mit einer Frage stellen, worüber ich noch denke, der was hält ihn nicht auf, diese radende Botschaft wiederzubringen? Bet wie töp. Lieber Vater, du hast so was gerettet für uns geplant, dort wo wir nicht einmal begreifen, Pläne, wo sich ändern. Du warst da Weg kommen, wo wir einfach nicht das Licht sein wollen, für am Anfang, Jesus. Herr, wir beten, dort du musst uns hier trühen, im Wesen noch, weil ja hier bei ihr farmen musst. Der Zeit ist dich, Jesus, wo du kämpfst in. Und was hält uns ab, hier alles zu geben? Wieso immer mal 90%? Was hält uns ab, alles handhaben, wenn Jesus sagt, hier sehe ich, sei du, wo ich hin soll, ich will das tun. Wir beten um deinen Geist, Herr, dass du musst unsere Horte aufmachen, unsere Sicht, unsere Augen, wie seine Kinder, Vater. Herr, dass du mit deinem Licht einfach für unsere Feuer gehst. Und dankst, Jesus, dass wir seine Kinder, wo wir haben, gehen Seele. Du bist Gott für immer. Und deswegen preisen wir dich und sagen dir jeden Tag nie danke für deine Gnade, die immer trägt. Wir wollen den Anspruch nehmen. Und wir wollen die Botschaft, die uns hier lässt, wiedergeben. Und live, dass du uns zuerst geläuft hast. Danke, Jesus, dass du so sehr gut bist, Papa. Amen. So Gott ist ohne Grenze. Das nächste Leute ist dann ziemlich näher, wie er versteht, was sagt. Gott
Bei Gott sind keine Grenzen. Hij ist unendlich. Und dort, wo wir nicht einmal begreifen, aber trotzdem der, wie für sein Traum kommen, ist, wir sind, mit alles, was wir haben, und mit das Leid, weil wir haben einfach anbeten in sein Namen bereit machen. Ja, jetzt. Du gehst vorab, ich fall die nu. Joit war da ut. Wes het en openbaring über mich. Du bringst den Himmel ab, ihr drauf, die Wahrheit kennt zu mir. Alle Grenzen weich, ich vertrue, dass du hier wirkst. Dine Gegenwart ist die Kraft, die Wunder wirkt. Alle Grenzen weich, ich weiß, du bist hier bei mir. Dine Gegenwart bleibt nur zu uns dort einmal wir. Ja, jetzt. Ich geb mich ganz an, ich brauch dich nicht. Wie Not es ganz dient, ich streit mich ut noch deine Handlichkeit. Du bringst den Himmel ab, ihr drauf, die Wahrheit kennt zu mir. Du bringst den Himmel ab, ihr drauf, die Wahrheit kennt zu mir. Alle
werden Wunder passieren. Da wo du bist, ist Freiheit. Ja, jetzt. Du wo du bist. Du wo du bist, ist Heilung. Du wo du bist, werden Wunder passieren. Du wo du bist, ist Freiheit. Ja, jetzt. Keine Grenzen. Alle Grenzen weich. Ich vertrau, dass du hier willst. Deine Gegenwart ist die Kraft, die Wunder wird. Alle Grenzen weich. Ich weiß, du bist hier bei mir. En deine Gegenwart bleibt nicht so aus dort einmal wir. Herr, ja, jetzt, alle Grenzen sind weichen wie Bäder, dass du musst unser Hart nie erweichen. Dass du verstehen, was du mit uns vorhast und dass wir lösen gar nicht kennen, Jesus. Danke, dass du hier bist.